Die ganze Klasse 4c hat sich auf dem Schulhausplatz vom Schulhaus Schönbühl versammelt. «Mann, wo bleibt eigentlich der Silas?» Der Benji schaut unruhig umeinander. Auf diesen Tag freuen sich alle schon seit Wochen, weil dieses Jahr hat es ja kein Klassenlager gegeben. Und der Lehrer Oetzelmeier hat darum organisiert, dass die ganze Klasse die Weltpremiere vom Theaterstück «Willy Vampirs Hochzeit» schauen darf. Jetzt wartet es nur noch auf den Silas. Oh, wow! Der Janis Kupfer spielt die Hauptrolle. Der sieht im Fall mega gut aus. Die Megan zeigt ihrer Freundin Carla auf dem Handy ein Foto von Janis. Oh ja, der ist voll Film. Ich weiss, ich habe ihn auch schon gesehen. Der Lehrer Oetzelmeier schaut nervös auf seine Uhr. Vor der Aufführung heute Abend gibt es eben noch eine Generalprobe. Und der Bus, der die Klasse ins Schlosstheater bringen soll, fährt schon in 10 Minuten. Sie, Herr Oetzelmeier, ich sehe den Silas. Wow, der Silas kommt ja voll mit seiner Mom. Voll krass. Der Silas und seine Mutter kommen auf einem Tandem anzufahren. Er hinten, sie vorne. Juhu, wir sind schon da. Silas, seine Mutter, winkt begeistert. Der Silas hat einen roten Kopf, aber bestimmt nicht vom Tandemfahren. «Es langt, Mama, du kannst jetzt gehen.» «Soll ich nicht mitkommen? Das Theater würde mich auch interessieren. Mon Dieu, Janis Kupfer. Er sieht aus wie der junge Alain Delon. J'adore, er ist so hübsch.» «Non, Maman.» «So, meine Lieben, Abmarsch!» Silas, seine Mutter, lehnt sich ans Tandem und putzt sich ein Tränchen ab. «Adieu, mon chou!» «Mama, ich bin nur einen Tag weggegangen jetzt.» Endlich sitzen alle im Bus. «Mann, Silas, deine Mom ist mega aufdringlich. Ich würde dir meiner so etwas nie erlauben.» «Hast du wirklich das Gefühl, ich erlaube meiner Mom irgend so etwas?» Na gut, nach einer langen Busfahrt und einem kleinen Fussmarsch steht Klasse 4c endlich vor dem Schlosstheater. Der Benji schaut beeindruckt zu diesen grossen Türen. «Boah, das sieht ja aus wie ein Gruselschloss!» «Wow, nein, das ist ein Prinzessinnenschloss!» «Was? Prinzessinnenschloss? Wer? Sicher nicht!» Der Fabio schudert es gerade. «So, sind alle da? Niemand von einer Fledermaus aufgefressen worden?» Er macht gern Witzli. Fledermäuse essen im Fall keine Menschen. Und sowieso, man sieht die erste Nacht. Oh, Entschuldigung. Mann, du bist ein mega Streber und schupfst nicht den Benji um. Ja, mich auch nicht. Der Herr Oetzelmeier gibt seiner Klasse noch ein paar Verhaltensregeln. Im Theatersaal sucht sich jede Person ruhig einen Platz. Und Carla, essen tun wir in der Pause, gell? Carla hat sich gerade noch schnell ihre Schokoriegel verstecken. Die Schauspieler müssen hochkonzentriert arbeiten. Ich möchte keinen Mucks von euch hören. Dank meinen guten Beziehungen zum Intendanten, Herr Goldzahn, ja, können wir nämlich schon zur Generalprobe da sein. Das ist ein Privileg. Und wir wollen doch nicht seine Nerven strapazieren. Der Herr Oetzelmeier reibt sich genüsslich die Hände. Der Fabio tänzelt von einem Fuß auf den anderen. «Sie, Herr Oetzelmeier, das Stück heisst doch etwas mit der Hochzeit. Küssen die dort?» «Hey Bro, es ist ein Gruseltheater.» «Eben, Küssen ist, denke ich, mega gruselig.» Ja, gut. «Oh mein Gott! Oh mein Gott, dort steht der Janis Kupfer!» «Aber wer ist die Frau neben ihm?» Die Megan winkt wie wild dem Hauptdarsteller Janis Kupfer zu, aber der hat keine Zeit für seine Fans, weil er von der Regisseurin, der Rita, richtig gerade noch die letzten Anweisungen überkommt. Nö, Rita, weißt du, also, das mache ich nicht. Kunstblut, ja, sag nein. Basta. Aber, Janis, es steht so im Text. Ach, Ritachen, du weißt ganz genau, dass ich unter Platzangst leide. Ich vertrage das einfach nicht, dieser Holzgeruch. Ja, ich hasse diese engen Wände. Ich hätte diese Rolle gar nie annehmen dürfen. Der Janis Kupfer dreht nervös an seinem Fingerring. Ein kleiner Mann mit einem dicken Bauch packt ihn plötzlich an seinem Vampirkostüm. «Jetzt reiss dich mal zusammen, Bürschli. Weisst, das ist die beste Szene. Ja? Du steigst aus dem Sarg und dann die ganzen Special-Effekte, oder? Wow, wegen dem kommen doch die Leute, oder? Da kann ich gerade Eintrittspreise verdoppeln. Jetzt, wo nicht mehr so viele Leute ins Theater kommen, könntest du auch mal ein bisschen mitdenken.» Der Fritz Goldzahn seufzt auf. Die Regisseurin schaut währenddessen auf ihren Blätter. Gut, die Sargszene bleibt, wäre ja auch ein bisschen spät, die jetzt noch zu streichen. Während die drei noch am Verhandeln sind, kommt eine junge Frau in einem weißen Hochzeitskleid vor das Schlosstheater. Also, ich hätte da noch ein paar Fragen. Wenn der Janis reinkommt, dann stehe ich doch dort, oder? Also beim Sarg bleibt das so. Aber niemand beachtet sie. Stattdessen treibt die Regisseurin alle zurück ins Theater.
Also, wir beginnen mit Szene 7, dritter Akt, danach der ganze Durchgang. Los, los, los. Alle müssen auf Position. So. Seid ihr bereit? Auch die Klasse 4c sitzt schon gespannt auf ihren Plätzen. Der Benji ist zwischen dem Silas und der Megan. Das findet der Fabio nicht so cool. «Hey Bro, wo soll ich sitzen, Mann?» «Ja, Mann, chill doch, sitz doch einfach irgendwie neben dem Silas.» «Nein, Mann, ja, du kannst neben mir sitzen.» «Nein, ich will nicht neben Mädchen sitzen.» «Wer?» «Fabio, wenn du dich nicht konzentrieren kannst und beruhigen kannst, dann gibt es einen Eintrag. Das gilt auch im Theater. Carla, beruhig dich auch bitte, nicht nur in der Schule.» Und dann wird es auf einmal dunkel im Theatersaal. «Wow, Benji!» Der Fabio ist dann doch noch neben Megan gekommen. «Benji, willst du meine Hand heben?» «Hey Mann, das ist meine Hand!» Okay, der Vorhang geht auf. «Wow! Oh Gott, ich gehe noch, macht den Janis Kupfer! Er sieht aus wie der Shawn Mendes!» «Nö, also das finde ich jetzt überhaupt nicht.» Der Silas schaut in seinen Opernfeldstecher, wo ihm seine Mutter eingepackt hat. «Ich will auch schauen!» Der Fabio kann sich kaum konzentrieren und rankt die ganze Zeit auf dem Sessel umeinander. Auf der Bühne führen 7 Fledermäuse in fluoreszierenden Kostümen einen wilden Tanz auf und fürchtig mit irgendwelchen Säbeln umeinander kämpfen. Ein Sarg kommt plötzlich auf die Bühne zu fahren, zusammen mit ganz viel Rauch. Und dann kommt die Baroness in ihrem weißen Kleid auf die Bühne. «Oh, da kommt er, mein Vampirfürst, im hölzernen Cadillac. Er ist zu uns gekommen, um alle bösen Fledermaus-Dämonen zu befreien. Komm in meine Arme, mein Liebster.» Sie lupft den Sargdeckel, aber dann, in dem Moment, kommt Gott der Fritz Goldzahn auf die Bühne zu laufen. «Ja, da kannst du vergeben, reinschauen, der Sarg ist leer.» «Hä, wieso ist der leer?» «Kevin, kannst du bitte Licht machen?» Der Lichttechniker Kevin Cavelti kommt. «Was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist ein hohes Chaos da. Ich komme nicht mehr raus.» Das Licht im Saal geht an und der beleuchtete Kevin kommt die Leiter durchab auf die Bühne ab. Der Janis Kupfer steht mitten auf der Bühne. Und jetzt kommt auch noch die Regisseurin. Sie ist ziemlich hässig. «Leute, das darf aber nicht wahr sein. Weißt du, Janis, du hast gesagt, wenn die hintere Klappe am Sarg offen steht, ja, dann sei das kein Problem. Die hintere Klappe ist offen. Weshalb stehst du jetzt da?» Mensch, die Regisseurin schnaubt wie ein hässiger Drache. «Es ist etwas Schreckliches passiert, Rita.» Der Janis legt dramatisch die Hand aufs Herz. «Und das wäre?» «Mein kostbarer Talisman, mein grüner Smaragdring, ist verschwunden.» Rita immer noch hässig. «Und jetzt?» «Das fragst du? Wir müssen die Premiere absagen. Ohne meinen Talisman kann ich nicht spielen.» «Müssen wir jetzt auch wieder gehen?» Der Herr Oetzelmeier steht auf. «So, alle Marsch nach draußen. Wir gehen auch am Spielplatz und kommen später wieder, wenn sich die Sache hier geklärt hat.» Die Megan nimmt Benji seine Hand. «Oh mein Gott, Benji, der Janis Kupfer sieht so traurig aus.» «Also, ich gehe sicher nicht auf den Spielplatz.» «Hey, ich auch nicht, Benji.» «Hey, Benji, wo ist der Fabio?» Auf dem Fabio sein Platz ist nur noch seine rote Kappe. Und dann plötzlich sagt der Silas: «Schaut mal dort vorne, schaut mal alle dort vorne!» Wie ein wilder Bienenstock schwirrt die Theatercrew auf der Bühne umeinander. Was sollen sie jetzt machen? Heute Abend ist doch Premiere. Die Rauchmaschine hat sich selbstständig gemacht und nebelt die ganze Bühne immer mehr ein. Aber niemand macht etwas. Der Intendant, der Herr Goldzahn, der hustet schon richtig. «Jetzt stellt mal die Maschinen ab, Kopfvertickel. Cavelti, wo bist du?» «Ja, ich komme ja schon. Das geheime Zeug ist das.» Der Silas hat am Fabio seine Kappe geschnappt und nutzt die Verwirrung jetzt aus und steht plötzlich neben dem Holzsarg, wo der Janis Kupfer ja hätte daraus rausgumpen. Er lupft gewundert den Deckel auf und steigt in den Sarg rein, um zu schauen, wie es dort innen ist. Ganz schön eng da rein. Verstehe schon, warum der Janis Kupfer Platzangst hatte. Der Silas tastet am Sargboden umeinander, ob echt der Ring im Sarg innen drin liegt. Sicher ist am Janis sein Ring einfach da reingefallen. Mon Dieu, da ist etwas. Der Silas ertastet mit dem Finger ein kleines Knöpfchen im Sarg. Er drückt drauf
Und dann geht alles ganz schnell. Eine Klappe geht auf und der Silas, der rutscht wie eine Rutschbahn durchab. Oh, no, und landet plötzlich in etwas Weichem. Da versteckt man ja fast. Der Silas hat das Maul voller kleiner Styroporteile und speuzt sie jetzt eins nach dem anderen zum Maul raus. Igitt! Und dann tastet er ein bisschen um. Und spürt plötzlich, hä, was ist das? Er spürt ein Bein in einer Jeans drin, aber es ist nicht seins. Oh Mann, du bist eine Mama, das bin doch ich. Oh, Fabio, Bro. Sicher nicht Bro. Und was machst du mit meiner Kappe? Los, gib an. Ja, du hast sie verloren und jetzt hast du sie wieder. Okay, danke, easy, Mann. Und was machst du da, Mann? Oh Mann, das Gleiche wie du. Bro. Hey, Bro. Mittlerweile sind die Megan und der Benji hinter der Bühne unterwegs. Die Megan macht eine graue Tür auf. Oh wow, das sind alle Requisiten und Kostüme drin. Der Raum ist vollgestopft mit Kleidern aus allen möglichen Epochen. Königsroben hängen neben, Mönchskutten und es liegt sogar noch ein Froschgewand umeinander. Der Benji nimmt die Maske vom Frosch und hebt sie vors Gesicht. Mir ist mein Talisman geklaut worden. Quack, quack. Ich kann so nicht spielen. Du bist mega gemein. Die Megan nimmt schnell ein Krönchen aus einer Kiste und setzt sich auf den Kopf. Oh, mein holder Prinz, soll ich dich erst an die Wand knallen oder darf ich dich auch so küssen? Oh! Plötzlich geht die Tür hinten vom Requisitenraum auf. Schnell, es kommt jemand. Verstecken wir uns. Die Megan und der Benji ducken sich unter diesen wallenden Gewändern. Also, Schatz, hier ist gerade die Hölle los. Komm, wir machen es doch so. Nein, jetzt lass mich doch mal ausreden. Die Regisseurin Rita Richtig steht mitten im Raum inne. Und jetzt läuft sie auch noch voll am Versteck von der Megan und von Benji vorbei. Die halten gerade die Luft an. Also, ich werde das Auto nehmen und zu dir fahren und ja, genau. Was? Ja, dann schauen wir. Ja, genau, dann schauen wir weiter. Ich muss jetzt los. Eigentlich wäre ja heute Abend Premiere. Ja, der Ring, ja. Ich hab's im Griff. Wo bist du jetzt? Du, ich muss, ja. Ja, hier gibt's noch einiges zu erklären. Bis später. Tschüss. Die Megan und der Benji hören, wie hinten eine Tür zugeht. Hey, das ist doch die Regisseurin gsi. Meinst du, die hat etwas mit dem verschwundenen Ring zu tun? Sie hat auf jeden Fall einen Komplizen. Vielleicht wird sie mit dem Ring abhauen. Aber warum? Sie ist doch die Regisseurin vom Stück. Das geht irgendwie nicht auf. Ja, keine Ahnung. Komm, wir finden es raus. Also los! Vorsichtig macht Megan die Türen auf und schaut in beide Richtungen den Gang durch ab. Aber die Rita, die ist schon weg. Der Silas und der Fabio stehen unterdessen in einer Garderobe. Die Styroporkügel, die sind überall und kleben überall. Also der Ring, der muss doch irgendwo sein. Doch der Fabio lässt nicht. Er wühlt in einem Schminkkoffer. Oh! Silas, hey, schau, es hat im Fall da innen Theaterblut. So cool, komm, ich mache dir eine Schusswunde. Weißt du, Bruder, nein, also wir müssen schon lange draussen auf dem Spielplatz sein, sonst gibt es Ärger mit der Rötzelmeier. Bist doch nicht so ein Streber, wegen dir noch 5 Minuten, kommt es jetzt auch nicht drauf an. Also gut, Bro, aber nur eine kleine Wunde auf den Arm, ist gut? Ja, nur auf den Arm. Naja. Die Megan und der Benji suchen immer noch nach der Regisseurin Rita Richtig. Die Gänge hinter den Kostümen sind ganz verworren. Die beiden rennen um die Ecke und deutschen fast in den Intendant, den Herr Goldzahn, rein. Der ist aber nicht allein. Schnell weg, komm! Er ist nämlich mit dieser Schauspielerin, die das Hochzeitskleid anhat. Schätzli, los, jetzt musst du nicht brüllen, wir schaffen das schon irgendwie. Und die Premiere immer langsam nicht mehr. Immer die Zwischenfälle. Die leeren Versprechungen. Ich bekomme mehr Text, mehr Lohn. Oh, hast du es deiner Frau jetzt eigentlich schon gesagt? Du hast es mir versprochen. Oh, was ist jetzt mit dem blöden Ring? Ja, Schätzli, das mit dem Text können wir sehr gerne anschauen. Ich will es versprechen. Ja, sicher. Du, ich muss jetzt schnell in mein Büro, habe noch einiges zu erledigen. Wir müssen jetzt erst mal schauen, dass die Premiere über die Bühne gehen kann. Der Goldzahn läuft einen Stegen darauf und lässt die Baroness einfach stehen. Also, ich weiss nicht, wie lange ich das noch mitmache. Jetzt werde ich dann langsam wirklich hässig. Immer das Gefühl und dann denkt niemand an mich. Die Baroness schlägt heftig mit der Faust in die Wand hinein. Oh,
Der Benji und Megan haben hinter dem Ecke alles gehört. Die Megan zuckt mit den Schultern. Sollen wir in den Turm rauf? Vielleicht ist ja die komische Regisseurin dort oben. Ja, voll. Schnell, bevor uns jemand sieht. Was? Ah, Benji, was ist? Der Benji packt Megan am Arm. Oh nein! Oh oh. Alles geht so schnell, dass die Megan und der Benji überhaupt nicht rauskommen, was passiert. Der Benji stolpert rückwärts in ein kleines Räumchen. Es schmeckt nach Puder und Mannenparfum. Die Megan reibt sich den Arm. Aua, das hat im Fall weh da. Aha. Was habt ihr hier zu suchen? Hier oben sind die Solistengarderoben, ja? Das wisst ihr doch ganz genau. Entschuldigung. Wir suchen eben Ihre Ring. Was? Ihr Kinder wisst, wo mein geliebtes Marktring ist? Habt ihr ihn gesehen? Bitte sagt es mir. Nein, also so habe ich das nicht gesagt. Sorry, ich weiß gar nichts. Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Es ist der Janis Kupfer. Er steht vor mir. Ja, ganz genau. In seiner Exzellenz und Größe. Also so groß ist der jetzt im Fall auch wieder nicht. Also ich habe mir sie schon eigentlich ein bisschen viel größer vorgestellt, Herr Kupfer. Ja. Aha. Der Janis Kupfer schaut den Benji sehr hässig an. Und im nächsten Moment sieht er aber schon wieder aus, als würde er jetzt gerade losheulen. Und dann laufen ihm sogar ein paar Tränchen über die weisspuderten Bäckchen. Und schon fährt er wieder damit an, dass er ohne seinen Ring nicht spielen kann, nie mehr. Und dass das ein riesiger Verlust wäre für die ganze Theaterwelt. Wisst ihr, das ist mein Leben. Mein Leben ist ruiniert. Der Benji schaut ihn mitleidig an. Es tut ihm jetzt richtig leid, dass er sich vorher so lustig gemacht hat. Also, Benji, ich finde, der übertreibt ihn voll mega. Ich denke, schlimm für ihn. Wir finden Ihren Ring, Herr Kupfer. Ich schwöre, so wahr ich Benji heisse. Der Benji will gerade zur Tür raus, wo plötzlich die Baroness reinkommt, in ihrem langen Gewand. Ah, hier bist du. Können wir endlich weitermachen? Janis? Wer sind die Gaufen? Was fragst du mich für dummes Zeugs? Also im Moment meiner größten Krise, ne? Das sind die Kinder vom Fledermausballett. Was hast denn du gedacht? Ja, ganz genau. Und wir flattern jetzt auch gerade in unsere Garderobe zurück. Wir müssen ja nämlich noch ein bisschen üben. Ja, und wir finden Ihren Ring, Herr Kupfer. Versprochen. Ja, gut. Halt, wartet mal. Hat er euch auch noch vorgerannt? Wie wollt ihr den Ring finden? Ich sage euch, was es zu finden gibt. Einen neuen Bühnenpartner für mich. Einen, der mich versteht. Und vor allem einen, der verträgt, wie andere mehr Talent haben als er. So einen muss man finden. Ich habe das im Goldi schon längstens gesagt. Der Benji schaut die Baroness mit offenem Maul an. So fies, die scheint ja wirklich hässlich zu sein auf den armen Janis. Komm jetzt, Benji. Ja, los, gehen wir in den Turm rauf. Beim Stegen darauflaufen hat Megan eine Idee. Hey, das mit der Fledermaus ist super. Wenn wir die Garderobe der Kinderfledermaus finden, schnappen wir uns dort ein Kostüm und können nachher überall hinlaufen, wo wir wollen. In jedes Zimmer, Benji. Und niemand checkt, dass wir das sind. Kommst du raus, Fledermaus? Hey Megan, coole Idee. Also gehen sie hier rauf in den oberen Teil des Theater. Der Benji und Megan kommen an und dort hat es so ein paar Zimmer. Haben die eigentlich kein Licht hier in diesem Schuppen? Der Benji hat es eben nicht so gerne, wenn es dunkel ist. Psst, da vorne ist jemand. Durch den Türspalt von einem Bürozimmer strömt stinkiger Zigarrenrauch. Gott vertelle, das sieht nicht einmal schlecht aus. Aber ich warte noch, das beste Angebot ist noch nicht aus. Hey, das ist der Goldzahn. Hey Mann, was redet der da? Aber die Megan ist schon weiter und rennt auf ein kleines Räumchen zu. Der Benji ihr natürlich hinein. Jetzt sind sie da oberhalb der Bühne. Hey, schau mal, da hat es ein Schild mit einer Fledermaus drauf. Die Garderobe. Komm, wir gehen rein. Ja, es ist ein recht muffiges Räumchen mit Bergen von schwarzen Fledermauskostümen. Sie ziehen sich gerade welche an. Komm, Benji. Ich auch. Ich bin der Batman, ist doch viel cooler als ein Frosch. Wow,
jetzt können wir überall rein. Am besten, wir fangen mal an mit der Liste von allen Verdächtigen. Ich schreibe sicher nichts auf, Mann. Denke innerliche Liste, du Faulpelz. Also ich glaube, es ist die Baronin Frau. Weil sie findet den Janis so doof. Und der Goldzahn, der ist es sicher nicht, weil der hat irgendetwas von einem Angebot geredet. Was? Wann? Vorher, der will sicher einen neuen Ring für den Janis kaufen oder so. Was? Woher weisst jetzt du das, Benji? Doch bevor der Benji kann sagen, was er gehört hat, geht die Tür auf und es kommt eine Fledermaus rein. So, da sind wir. Ich habe euch schon überall gesucht. Der Papi ist im Büro. Sturmfrei. Ich habe es genau so gemacht, wie ihr gesagt habt. Ja, gut, super. Der Benji hat keine Ahnung, von was die Fledermaus da redet. Aber sie tönt genau wie der Herr Goldzahn. Also, gehen wir. Wo die Megan und der Benji nicht reagieren, fuchtelt die Fledermaus wie wild mit ihrem Säbel umeinander. Los, laufet, Freunde! Ja, ist ja gut. Ihr werdet euch im Fall wirklich freuen. Ja, klar. Der Benji und Megan laufen missmutig hinter der Fledermaus her. Für so etwas haben sie jetzt wirklich keine Zeit. Aber was hätten sie machen sollen? Sie können ja nicht sagen, dass sie nicht zur Gruppe gehören und die Kostüme nur ausgelehnt haben. So, da, schaut. Zack. Ich habe es in grosse Holz, da in die grosse Holzkiste gesperrt. Jetzt können wir sie erpressen. Der Benji und Megan schauen sich an. Was redet der? Doch dann hören sie plötzlich eine Stimme, die sie kennen. Und zwar sehr gut. «Hey, lass mich raus, Mann! Hey, das ist der Fabio! Osgur, warum sind wir da eingesperrt? Und das ist der Silas!» «Moment, wieso kennen die all die?» Der Benji und Megan schauen sich an. «Oh, Scheibe!» Die kleine Fledermaus hüpft wie ein Kobold um den Benji und Megan herum. «Ich habe schon gemerkt, dass mit euch etwas faul ist. Mir lässt niemand rein. Und jetzt ab in die Kiste. Eure Kollegen warten schon. Osgur, helft uns hier raus!» «Ruhig, Franzos. Wenn du wieder raus willst, zahlst du mir ein Goldzähnchen 50 Hämmer. Bar auf die Kelle. Haben wir uns verstanden?» «Hey, so ein Raffzahn. Wir haben kein Geld und ich steige sicher nicht in den Holzsarg rein. Lass unsere Kollegen wieder raus.» «50 Hämmer, habe ich gesagt.» Der Benji packt die Fledermaus am Flügelarm, aber die tut mit ihrem Säbel auf ihn losstechen. «Ah! Hey, spinnst, Mann, das ist im Fall nicht lustig.» «Rein mit euch!» Auch die Megan hat keinen Erfolg. Der kleine Teufel sticht sie voll in den Rücken. «Ah! Aua!» Zum Glück hat sie so einen dicken Pulli unter dem Kostüm an. «Komm, wir machen, was er sagt.» «Oh, du Schisshas!» «Osgur! Osgur! Ich will raus!» Die Fledermaus macht den Deckel der grossen Kiste auf und der Benji steigt rein. Die Megan mit gesenktem Kopf hinein. «Hey, willkommen, Bros!» Die Fledermaus macht den Deckel zu. «So.» «Oh Mann, jetzt stecken wir voll deep im Und was zahlt ihr, wenn ich nicht auf den Knopf drücke?» «Was? Welchen Knopf?» «Egal. Ich drücke einen Weg.» Die Kiste kommt mit einem Ruck in Bewegung. Immer schneller. Das fiese Lachen der kleinen Fledermaus hallt durch das ganze Schlosstheater. Oh, es ist so dunkel da rein. Wow. Und in einem Höllenzahn geht es jetzt abwärts. Der Benji hat das Gefühl, sein Magen klebt bei ihm am Halszäpfchen oben. Hey Bro, was läuft? Wir sind in einem Requisitenwagen. Da werden die Sachen von der Bühne transportiert. Der Fabio hebt sich die Ohren zu. Hey Bro, der Silas, der schwätzt im Fall die ganze Zeit. Wenn er nicht gesagt hätte, wir müssten in dieser blöden Küste nach dem Ring suchen. Ja, und die Fledermaus hat den Riegel zugemacht, aber jetzt ist er offen. Schaut! Der Silas lupft kurz den Deckel ab. «Hey, hör auf, wir könnten rausgehen!» Beruhig dich. Die Megan will nach dem Benji seiner Hand greifen. «Oh, Hey Mann, was machst du? Das ist meine Hand. Und dann plötzlich, kaum hat das der Fabio gesagt, wird die Kiste langsamer, bis sie endlich mit einem Ruck stehen bleibt. Seht ihr? Alles harmlos. Sie sind jetzt direkt hinter der Bühne.
Einer nach dem anderen steigt aus dem Wägeli aus. Komm, Silas, oh Mann. Oh mein Gott, Fabio, du bist voll Blut am Kopf und überall. Ja, schau mal den Silas an. Oh mon Dieu. Gruselig, gell? Der Silas und ich haben uns den Kopf mega blutig geschlagen. Oh Mann, krass. Ja, nein, das ist noch Theaterblut, weißt du. Das habe ich mitgenommen zu meiner Mama verschrecken. Sieht aus wie echt, gell? Oh Mann, hättest du doch nicht müssen sagen, du Petzer. Sie laufen jetzt alle auf die Bühne führen. Wow, ist das ein tolles Gefühl da oben? Der Benji schaut ein bisschen umeinander. Hey, da ist es voll chillig. Da unten hat es sogar so einen Bildschirm. Müsst ihr mal schauen, da. Oh, cool, schaut. Hä? Da kann man ja direkt in die Garderobe hineinschauen. Die anderen kommen auch zu dem Bildschirm. Und dann sehen sie plötzlich auf dem Bildschirm, Da, das ist ja der Monsieur Golza. die Megan ist ganz aufgeregt. Neben ihm ist die Baroness. Sie flüstern. Komm, wir machen den Ton lauter. Und tatsächlich stehen da in dieser Garderobe der Goldzahn und die Baroness. Die Kinder stehen ganz gebannt vor dem Bildschirm. Der Fritz Goldzahn hat schon den Arm um die Taille der Baroness herumgelegt. Jetzt hört man ihn wirklich ganz deutlich auf dem Bildschirm. Los, Schätzli, der Janis geht mir auch auf den Zentralnerv. Schon lang. Denkt, er sei ein Star, nur weil er einmal in einem Hollywood-Film hätte mitmachen können. Hey, er hat im Fall voll mit der Wendy Wonderful gespielt. Das stimmt, der hat recht. Aber weisst, Vertrag ist Vertrag. Ich kann den Kerl nicht einfach auf die Straße stellen. Der kommt mir viel zu teuer. Und sein Vater ist Anwalt, weisst du. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, aber du hast mir versprochen, dass du etwas unternimmst. Ich habe langsam die Nase voll. Ich bin der Star und der steht mir vor der Sonne. Meine Astrologin hat das so gesagt. Nicht mehr lang, Müsli, hat er Schachmatt gemacht. Wenn der heute ohne Ring spielen muss, dann ist er erledigt. Willst du sehen? Der Fritz Goldzahn hebt der Baroness sein Handy unter die Nase. Schau. Warte mal schnell. Ah ja, genau. Schau. Um Himmels Willen, das ist ein Janis Ring. Hast du den? Ich sage nur mal Fliccardo. Die ersten Angebote sind schon gekommen. Und wenn er es sieht? Spinnst, Fliccardo ist absolut safe. Da musst du dabei sein und der Janis hat es nicht mit der Technik. Der hat nicht einmal ein Handy, der Janis. Boah, so gemein, habt ihr das gehört? Der Goldzahn hat ihm einfach den Ring geklaut und auf Fliccardo gestellt. Wo hast du den Ring? Dort, wo ihn niemand findet. Da kommst du nicht drauf. Ich sage nur goldiges Schränkli, goldiges Drückli und mehr sage ich nicht. Das musst du auch nicht. Das Bild fällt plötzlich an zu flimmern und auch der Ton ist weg. Schnell! Schnell, wir müssen den Ring holen, bevor der Ring verkaufen kann. Ja, aber wo ist das Schränkli? Ich weiss wo. Ja, Fantastico Fabio weiss das immer. Vor allem, wo die goldigen Sachen sind. Hä? Ich komme nicht raus. Was? Der Fabio rennt quer durch den Zuschauersaal und die anderen hinten drin. Dann geht es wieder die Stege durch ab und quer durchs Theaterfoyer durch. Dort! Mit dem Finger zeigt er zum Kassenhäuschen. Aber dort steht ausgerechnet, oh, der Herr Oetzelmeier. Oh no, was machen wir jetzt? Ah, ihr kommt gerade richtig. Der Herr Kavietzel, der macht uns eine Führung. Nein, wir haben aber gerade keine Zeit. Oh Gott, Silas, wie siehst denn du aus? Du blutest ja aus dem Kopf. Ja, da brauchen wir einen Arzt. Und du auch, Fabio. Ja, meine Güte. Alles nur eine Show. Aber wir müssen jetzt gleich schnell zum Arzt. Zum Theaterarzt. Sehr witzig. Und warum sehen eigentlich Benji und du wie Fledermäuse aus? Ja, das ist von unseren, also wir haben so Freunde, die so schon mitspielen. Der Herr Oetzelmeier seufzt tief. Na gut, so wie es aussieht, findet die Premiere heute statt. Und wir treffen uns draußen in 10 Minuten. Ja, damit das klar ist. Sehr gut. So. Der Herr Oetzelmeier geht mit dem Kevin Kavietzel zum Ausgang.
Was ist jetzt, Fabio? Der Fabio macht die Tür zum Kassenhäuschen auf. Da ist das goldige Kästchen. Die Megan schaut nervös um. Aber die Luft ist rein. Der Benji sieht das goldige Drückli sofort. Auf dem Deckel stehen 2 Buchstaben. JK. Janis Kupfer. Die Kinder verkitzelt es fast. «Schnell, mach's auf!» Der Fabio macht es mit zittrigen Fingern auf. Mann, da ist voll kein Ring drin. Das Drückli ist leer. 4 Augenpaare schauen enttäuscht ins Drückli. Mais non, so ein Merde! Psst! Ich höre da raus, der Fritz Goldzahn. Und die Regisseurin. Der Fritz Goldzahn kommt mit der Rita Richtig, der Regisseurin, ins Foyer zu laufen. Psst, bist still, Benji, schnell! So, also. Gut, dass du da bist, Rita. Wir machen jetzt heute Premiere, gell? Ring hier oder her, wir könnten jetzt nicht mehr absagen, gell? Da wäre ein Millionenverlust. Ja, Goldzahn, dann bringen wir das jetzt hinter uns. Aber ich sage dir, du gehst in die Garderobe von Janis Kupfer und sagst ihm, dass wir spielen werden. Bau ihn auf und sag, dass es auch ohne diesen depperten Ring klappen wird. Ja, da mache ich muss nur noch schnell ins Kassenhäuschen etwas holen. Gut. Der Goldzahn läuft um die Ecke herum. Zum Glück ist von den Kindern keine Spur. Die Megan, der Benji, der Fabio und der Silas haben sich gerade noch rechtzeitig hinter dem Kassenhäuschen verstecken. So, oh. Verdammt einmal! Da hat doch nicht Zeit, Schatulle ist leer. Der hat jetzt den halben Ring geklaut, da wieder mal. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ist der Goldzahn stürmt mit der Schatulle in der Hand quer durchs Feuer durch. Jetzt kommt auch noch die Baroness im Hochzeitskleid um die Ecke. Ah, Fritz, Schätzli. Wir machen ja jetzt die Premiere. Ich hätte noch einen Vorschlag wegen dem Text. Du hast mir doch versprochen, dass ich mehr Text bekomme. Oh, das ist jetzt das Drückli. Ja, Schätzli, der tut jetzt gerade gar nichts zur Sache. Und erklär doch das mit der Rita. Ich habe gerade noch eine andere Mission, wenn du weißt, was ich meine. Ich verstehe dich, Schnüfferli. Aber mit Text, gut, ich schaue. Die Kinder hocken immer noch hinter dem Kassenhäuschen. Oh Mann, Silas, komm mal nicht so näher. Ich habe überhaupt keine Luft mehr über. Schon gut, Mann, hör mal auf jammern, du mir nerv langsam. Oh nein, Scheibe! Die Baroness läuft direkt aufs Kassenhäuschen zu. Hey, meinen ihr, sie hat den Ring? Psst, bist doch ruhig! Aber die Baroness läuft am Kassenhäuschen vorbei, aus dem Theater raus, an die frische Luft. Schnell! Gehen wir in die Garderobe vom Janis, vielleicht hat er ja den Ring. Der Silas schaut auf die Uhr. Monsieur Oetzelmeier hat gesagt, wir sollen in 10 Minuten draussen sein. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber quand même. Oh Mann, du bist so ein Streber! Oh Mann, jetzt hört mal auf streiten. Kaum hat sie das gesagt, spürt Megan plötzlich eine Hand auf den Schultern. Der Beleuchter, Gavelti, steht direkt hinter ihr. Kinder, was macht ihr denn da in dem dunklen Ecke? Solltet ihr nicht bei euren jungen Kollegen sein? Wir machen nichts. Wir haben nur den Ring von Janis Kupfer gesucht. Da hinten, sagen auch. Ja, kommt führen. Ich habe gerade vorher mit eurem Lehrer, dem Herrn Öpfelmeier, geredet. Ihr könnt nämlich heute Abend gut einen Assistent oder eine Assistentin brauchen, der mir beim Licht hilft. Der Fabio kommt ganz glänzige Äugel über. Ich will Assi-Dings machen. Ja, Mann. Ein engagierter Bursch, du bist ja ganz blutig im Gesicht, das gefällt mir. Also komm, mit zum Lichtpult, ja? Du mit deiner blutigen Kappe da. Cool, hey, bis nachher, macht's gut, Bros. Also, Silas, warte mal. Silas, ich glaube, Megan und ich gehen am besten noch mal hinter die Bühne. Wir fallen am wenigsten auf in unseren Kostümen, gell? Alors, okay, chers amis. Dann gehe ich zum Oetzelmeier und sage ihm, dass ihr als Fledermaus mitspielt. Super Plan! Die Megan und der Benji flattern hinter die Bühne. Im Gang bei der Garderobe hören sie eine Stimme aus dem Lautsprecher. In 15 Minuten geht es los. Bitte alle Schauspieler bereit machen. Ja, alle bereit machen! Das ist der Fabio.
Vor der Garderobe vom Janis Kupfer klopft Megan vorsichtig an die Türe. Ja, nur reinkommen, mir ist alles Schnuppe. Der Janis sitzt wie ein Häufchen Elend auf dem Stuhl. Ach, ihr seid's, ja, die Kinder vom Vampirballett. Ja, also ich krieg ja kaum Luft mehr, ne? Mein Herz klopft wie wild, Lampenfieber. Und dann macht dieser Goldzahn auch noch Druck. Es ist einfach kaum auszuhalten. Schrecklich. Ich kann auch nicht ohne meinen Ring spielen. Ja, das wissen wir jetzt langsam. Sie nimmt ihren eigenen Ring vom Finger und gibt ihn am Janis. Nehmen Sie einfach für jetzt mal meinen Ring. Der bringt auch Glück. Ja, das ist sehr lieb von dir, aber weißt du, mein Ring war mein persönlicher Talisman. Der ist unersetzlich. Den kann man nicht einfach austauschen. Doch, Sie können das auch mit meinem Ring. Schauen Sie, wenn Sie trüllen, das hilft gegen das Lampenfieber. Sie müssen nur daran glauben. Der Janis schaut Megan mit großen Augen an. Denkst du wirklich, das geht? Ja, toi, toi, toi. Dann steckt er sich den Ring an den kleinen Finger. Der passt er gerade. Und auch der Benji kommt zu ihm. Nun ja, vielleicht ist es ja ein Zeichen, dass du ausgerechnet jetzt in die Garderobe kommst. Danke. Auch von mir, toi, toi, toi. Und Entschuldigung, dass wir den Ring noch nicht gefunden haben. Also ich, ja. Hey Benji, wir könnten doch jetzt zu diesen Fledermäusen gehen, schauen, was wir machen müssen. Komm schnell. Du willst wirklich richtig mitmachen, Megan? Meinst du es ernst? Ja klar, ich habe einen Plan. So. Im Theatersaal ist es jetzt dunkel. Der Fabio sitzt mit klopfendem Herz neben dem Cavalti, seinem Lichtpult. All die Lampen an dem Pult, all die Hebel, bald geht's los. Im Saal wird still, die Spannung steigt. Der Cavalti setzt die erste Lichtstimmung. Überall im ganzen Saal Rauch. Auf der Bühne tanzen jetzt 7 Fledermäuse vom Vampirballett in fluoreszierenden Kostümen und fuchteln gefürchtig mit den langen Segeln umeinander. Der Silas sieht, wie 2 von diesen Fledermäusen nicht so genau wissen, wie sie mit ihren Säbeln umgehen sollen. Das sind sicher Megan und der Benji. Also eigentlich sind es 3 Fledermäuse, die ein bisschen aus der Reihe tanzen. Die Fledermaus in der Mitte ist nämlich auch nicht so ganz im Takt. Der Silas hört ein leisliches «Aua, Dani, lass mich doch jetzt mal in Ruhe!» Das ist es. Der Benji und Megan rächen sich am kleinen Goldzähnchen. Jetzt fährt der Goldsarg, also der Holzsarg, auf die Bühne. Der Silas schaut angestrengt durch seinen Opernfeldstecher, ob der Janis das mal im Sarg innen ist. Und die Baroness rennt im weißen Kleid auf die Bühne. Da kommt er, mein Vampirfürst im hölzernen Cadillac. Er ist zu uns gekommen, um alle bösen Fledermaus-Dämonen zu besiegen. Komm in meine Arme, mein Liebster. Sie lupft den Sargdeckel auf und der Janis liegt das mal wirklich drin. Oh, meine holde Fürstin der Dunkelheit. Lass dich anschauen, liebste schwarze Rose, wie schön du bist. Der Janis schwingt sich aus dem Sarg raus, nimmt Baroness in den Arm und tanzt mit ihr einen sanften Vampirwalzer. Alle Zuschauer schauen gebannt zu. Es scheint, als würde der Megan ihrer Rind am Janis wirklich helfen. Okay, ab und zu stolpert darüber der Text, aber niemand merkt es. Und dann, gegen den Schluss, gibt es eine Szene, kurz bevor der Janis die Baroness küsst. Der Kevin Cavalti macht das Licht noch etwas heller. Der Fabio schaut begeistert zu. Oh, dieses blendende Licht. Bald ist... was ist bald? Sonnenaufgang, Liebste. Und nun möchte ich dich, bevor es zu spät ist, fragen. Im Zuschauersaal ist es ganz still, die Spannung steigt. Der Kevin fährt das Licht noch etwas heller auf. Und plötzlich hört man es laut. Bing! Da ist doch jetzt gerade etwas aus den Lampen rausgefallen. Der Silas schaut angestrengt durch seinen Opernfeldstecher. «No, ich glaub's nicht! Das Smaragdring! Jetzt ist der aus der Lampe rausgefallen! Ha!» Auch der Fabio hat es gesehen. «Hä?» Er schaut zum Kevin Cavalti. Dem seine Hände zittern. Seine Finger berühren immer noch die Hebel auf dem Pult. Somit zittert auch das ganze Licht im Saal. Und dem Fabio geht ein Lichtchen auf. Der Cavalti, er hat den Ring geklaut und in der Lampe versteckt. Auf der Bühne rennt jetzt der Janis zu dem Ring her, nimmt ihn und tut so, als würde das alles zum Stück gehören. Hier
meine Liebste. Er steckt den Ring der Baroness entgegen. Möchtest du meine Frau werden? Auch die Baroness tut jetzt so, als würde das alles zum Stück gehören. Ach, Willi Vampir! Ja, ich will! Die beiden umarmen sich auf der Bühne. Der Fabio rümpft schon die Nase. Wer, jetzt küssen sie denn grad? Das Licht geht aber aus. Der Vorhang geht zu. Die Zuschauer klatschen wie wild. Der Vorhang geht wieder auf. Und die Schauspieler verbeugen sich strahlend. Der Janis streicht sich erleichtert eine Strähne aus dem Gesicht und zeigt sich charmanteste Lächeln. Auch die Baroness scheint zufrieden zu sein. Die Zuschauer jubeln ihr zu. Der Gavelti, der rankt unruhig auf seinem Hocker um. Der Fabio schaut ihn an. Was soll er jetzt machen? Der Fabio nimmt seinen ganzen Mut zusammen. Warum haben Sie den Ring geklaut? Ich habe den Ring nur zurückgestohlen. Ich habe den Ring schon vor dem Stück gewählt. Janis zurückgegeben, aber dann ist alles so schnell gegangen, weißt der Goldzahn und ich. Wir haben es heute nicht auf der gleichen Bühne. Er ist so gemein zu der Baroness. Und ja, Baroness und ich, weißt, wir haben uns einfach gerne. Echt? Wirklich? Aber die Baroness ist doch mit dem Goldzahn zusammen. Nein, das meint doch nur der Goldzahn. Die Baroness und ich werden das Theater hier übernehmen und dann kommt alles gut. Hä? Und der Ring? Ja, den habe ich eben auf Flicardo gefunden und sofort gesehen, dass der Goldzahn dahinter steckt. Ah, okay, voll Happy Ending. Ja, cool. Nach dem Stück stehen alle im Theaterfoyer draussen vom Theatersaal. Die Megan, der Benji, der Fabio, der Silas und nachher kommen auch noch die Schauspieler. Und der Fabio erzählt dem Silas, dem Megan und dem Benji, was passiert ist. Oh, wow! Ey, Fabio, dann hat die Baroness aber recht gut Theater gespielt. Ey, und wo ist jetzt... Oh Mann, sorry. Und wo ist jetzt der Goldzahn und sein Sohn? Keine Angst, die Megan und ich haben sie gerade nach der Vorstellung bei den Fledermauskostüm eingesperrt. Hey, lehnt euch raus! Gott verdammt nochmal, da innen stinkt's hure muffig. Ja, ihr könnt bald wieder rauskommen, wenn die Polizei... ich habe die Polizei angerufen, die kommen vorbei. Der Lehrer Oetzelmeier kommt strahlend wie ein Maienkäfer daher. Ja, das war ja jetzt mal ein tolles Stück, oder? Und Megan und Benji, also diese Fledermäuse, ihr habt das so super gemacht. Wer war denn eigentlich diese dritte Fledermaus da zwischen euch? Ja, das ist ein Kollege. Ist zwar ein bisschen raffgierig, aber ist schon okay. Gut. Im Mittelpunkt vom Foyer stehen jetzt die Baroness und der Gavelti. Sie strahlen einander verliebt an. Und auch der Janis steht nebendran und bedankt sich bei der Baroness. Du bist wirklich eine großartige Schauspielerin. Vielen Dank. Es war eine Freude, mit dir zu spielen. Die Baroness wird ganz rot. Merci, Janis. Der Janis kommt jetzt auf die Megan zu und gibt ihr den Ring zurück. Du hast mir geholfen. Danke, liebe Fledermaus. Auch die Megan wird ein bisschen rot, aber tut nichts dergleichen. Gern geschehen. Dann schaut sie den Benji verliebt an und drückt seine Hand. Jetzt wird auch noch der Benji rot. Wow. Bald darauf kommt Silas seine Mutter mit einem riesigen Schulbus anzufahren. Das Mal hat sie den gemietet, sodass die ganze Klasse 4C mitfahren kann. Und auch Silas, sein Vater, ist dabei. «Halli hopp! Miss Scherer, komm, wir fahren nach Hause! Ist schon spät!» Silas, du hast überall Blut in das Gesicht. Ja, Papa, ich habe mich geprügelt. Nein, es ist nur Theaterblut. Oh, Silas, seine Mutter, tätschelt ihm den Kopf. Und wie war es, mon Chou? Konntest du den Feldstecher gut brauchen? Oui, Mama. Wir haben beaucoup viel Spaß mit und ohne Feldstecher. So oder so. Ah, non, Mama!